Ich habe lange überlegt. Was soll ich sagen? Ich bin echt sprachlos. Das Angebot für gehörlose und taubblinde Menschen wird eingeschränkt, komplett dicht gemacht. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Die Beratungsstelle hier in Essen soll zum nächsten Jahr geschlossen werden. Ich bin sehr dankbar. Auf diese Weise habe ich so viele Informationen bekommen. Von einer gehörlosen Person beraten zu werden, war so unmittelbar, so bestärkend. Wir waren einfach auf einer Wellenlänge. Das Bundesteilhabegesetz, abgekürzt BTHG, ist im Jahr 2017 in Kraft getreten. Es handelt sich dabei um ein umfangreiches Reformpaket mit der Zielsetzung, dass Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes wurden seit Januar 2018 auch die sogenannten EUTB-Beratungsstellen eingerichtet. EUTB steht für Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung. Der Grundgedanke dabei ist, dass die Unterstützungsleistungen für behinderte Menschen zentral an einer Stelle gebündelt werden. Ein weiterer Leitgedanke der EUTB-Einrichtungen ist das sogenannte Peer-to-Peer-Counseling, also die Beratung von Betroffenen für Betroffene. Seit Januar 2018 sind innerhalb kürzester Zeit viele EUTB-Stellen in ganz Deutschland eingerichtet worden. Über Fördermittel waren sie bis Ende 2022 abgesichert. Darunter sind auch Beratungsstellen für gehörlose und blinde Menschen. Für den Zeitraum ab 2023 mussten neue Förderanträge gestellt werden. Eine Studie der SciGIS der RWTH Aachen hat herausgefunden, dass über 50% der Anträge auf Fortführung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgelehnt worden sind. Diese Beratungsstellen für gehörlose Menschen werden zum Jahresende schließen müssen. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie es sein kann, dass ein so wichtiges Beratungsangebot in dieser Form nicht weiter zur Verfügung gestellt wird. Hallo. Ihr seid am Zusammenpacken? Hallo. Ihr seid am Einpacken. Wieso das denn? Wir müssen uns vorbereiten. Ich habe noch Urlaub, sodass wir jetzt schon mal alles einpacken. Ah, du musst noch Urlaub abbauen. Ja, jetzt, in nächster Zeit. Boah, das war echt ein Megaschock. Ein Schock in vielerlei Hinsicht. Erstmal ein Schock für uns drei. Wir haben 2017 angefangen mit dieser Idee der Peer-to-Peer-Beratung. Das war super. Zu all den offenen Fragen haben wir Netzwerke gegründet und Experten herangezogen. Wir haben uns in den 4 Jahren so viel Expertise erarbeitet. Zum Beispiel im Hinblick auf das persönliche Budget, das Dolmetschen im privaten Bereich finanziert wird und gehörlose Menschen mehr und mehr das bekommen, was sie brauchen. Wir haben so dazugelernt. Hier in Köln war vor allem das EUTB-Netzwerk echt spitze. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen der Stadt Köln, mit dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit und noch so vielen mehr. Und jetzt? Soll damit einfach Schluss sein? Dass wir unsere Arbeit verlieren, ist das eine. Aber was mich echt fertig macht, ist die Situation der Klienten. Man lässt sie im Stich. Wo sollen sie zukünftig hin? Es gibt keine bedarfsgerechten Angebote mehr. Das macht mich wütend.
Ihr packt alles ein. Wie geht's nun weiter? Keine Ahnung. Wir müssen komplett zumachen, wie du siehst. Die Räumlichkeiten sind schon gekündigt, das war's. Ich hoffe dabei auch auf unseren Träger, den MHDEF, Mental Health and Deafness. Das ist ein Bundesverband aus PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen. Der hat selbstverständlich Widerspruch eingelegt. Mal sehen, wie das läuft. Auf meinem weiteren Weg bin ich hier in Potsdam angekommen. Hier gibt es die einzige EUTB-Beratungsstelle in ganz Brandenburg, in der gehörlose Beraterinnen und Berater arbeiten. Diese Einrichtung wird leider Ende des Jahres geschlossen. Hallo. Ja, willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie gut hergefunden? Ja, ich kenne mich nur überhaupt nicht aus. Ich verstehe gar nichts. Diese Briefe habe ich bekommen. Es geht um Schule, Krankenkasse und so weiter. Können Sie mir bitte helfen? Okay. Haben Sie schon Sozialleistungen beantragt? Waren Sie zum Beispiel beim Jobcenter? Noch nicht. Ich bin erst mal mit allen Unterlagen hierher gekommen. Ich verstehe sonst gar nichts. Okay. Sie müssen einen Termin beim Jobcenter ausmachen. Natürlich mit DolmetscherInnen. Es gibt viel zu tun. Jobcenter, Sozialleistungen, Krankenkasse, Hörgerät, Unterkunft und noch einiges mehr. Heute schaffen wir nicht alles auf einmal. Wir beschäftigen uns zuerst mit den Sozialleistungen. Dann machen wir einen neuen Termin aus. Als nächstes dann Jobcenter. Dann Kindergeld. Eins nach dem anderen, okay? Gut. Ich helfe Ihnen jetzt, den Antrag für das Jobcenter auszufüllen. Sie gehen bitte dorthin und geben ihn ab. Ich werde auch eine Dolmetscherin für Sie organisieren, mit der Sie dann gemeinsam zu dem Gesprächstermin zum Jobcenter gehen können. Okay? Ja, danke. Hallo. Hallo, alles gut gegangen? Ja, ich kann kein Deutsch und die Beraterin hat mir geholfen, alles auszufüllen. Das freut mich sehr. Vermutlich werden Sie noch öfter hierher kommen müssen. Ja, Aber die Beratungsstelle schließt demnächst. das ist furchtbar. Wo soll ich als Gehörlose denn hin? Ich kann mich sonst nirgendwo anders verständlich machen. Schließung? Nein, das geht gar nicht. Ich brauche diese Beratung. In Gebärdensprache. Anders geht es nicht. Ciao. Welche ratsuchenden Menschen kommen denn hierher in die Beratungsstelle? In erster Linie gehörlose Menschen mit Migrationshintergrund. Es kommen aber auch Rollstuhlfahrende, Eltern gehörloser Kinder, die Beratung zur Antragstellung brauchen, zum Beispiel für Kommunikationsförderung oder Hausgebärdensprachkurse. Wir arbeiten nach dem Beratungskonzept eine für alle. Die Bewilligung für diese Beratungsstelle läuft definitiv zum Jahresende aus. Wohin können sich die Ratsuchenden hier in Brandenburg zukünftig wenden? Das macht mir große Sorgen. Die Menschen mit Migrationshintergrund können oft keine DGS. Sie behelfen sich mit Gesten oder International Sign. Ob DolmetscherInnen oder hörende BeraterInnen das leisten können? Schwierig. Hier fühlen sie sich wohl, weil die Verständigung klappt. Wir sind hier in Wolfenbüttel. Ich bin auf dem Weg zu Thomas Sodemann. Er leitet hier die EUTB-Einrichtung, in der 2 hauptamtliche und 3 ehrenamtliche Peer-Beraterinnen und Berater arbeiten. Ihn treffe ich gleich.
Hallo Thomas. Herzlich willkommen. Den Ablehnungsbescheid habe ich kopiert. Den kann ich dir gerne zeigen. Ablehnungsbegründung? Die beantragte Region wies ein regionales Überangebot im Sinne des Paragraphen 3 Absatz III EUTBV aus. Zum Beispiel heißt es, erforderliche Umsetzung flächendeckend. Wir arbeiten flächendeckend. Der Bedarf ist da. Es kommen neben den vielen gehörlosen Menschen aus der Region auch Personen mit anderen Behinderungsarten, zum Beispiel Rollstuhlfahrer, Hörende mit Behinderung, Eltern gehörloser Kinder, Eltern mit kognitiven Einschränkungen und so weiter. Alle kommen. Wir arbeiten flächendeckend, bis nach Goslar. Das alles ist unsere Region. Dann heißt es Einsatz von Menschen mit Behinderung. Meine beiden Mitarbeiter sind Peers, ihre Ausbildung passt dazu. Das ist alles so widersprüchlich. Das verwundert mich schon sehr und ist in meinen Augen keine vollständige Begründung der Ablehnung. Andere Stellen werden bewilligt und wir bekommen lediglich 0,5. Das ist weniger als eine. Deshalb die komplette Ablehnung. So ist die Begründung hier in Wolfenbüttel. Woanders gibt es andere Begründungen. Wie ich mich fühle? Ich bin absolut erschüttert, total deprimiert und enttäuscht. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren so viel reingesteckt. Seit 2017 läuft das Projekt mit Projektleitung hier richtig gut. Ich hätte mir gut vorstellen können, die Beratung noch die nächsten 7 Jahre fortzuführen. Und jetzt sowas. Dass man mit uns so umgeht, das empfinde ich als Diskriminierung hörgeschädigter Menschen. Ohne jegliche Prüfung. Das ist voll diskriminierend. Ich habe hier vor mir eine Recherche zum Status quo. Eine Recherche, die die Beratungsangebote in DGS im Jahr 2022 mit denen im Jahr 2023 vergleicht. Diese Studie wurde von Dr. Claudia Grote erstellt, vom Kompetenzzentrum Seinges. Ich werde gleich die Gelegenheit haben, Sie zu den Ergebnissen zu befragen. Also erstmal grundsätzlich. Also bis Ende 2022 gibt es insgesamt 763 EUTB-Beratungsstellen in Deutschland. Ab 2023 wird es nur noch 425 geben. Also es wurde eine ganze Menge reduziert. Vorher gab es 35 Personen, die in DGS beraten konnten. Von diesen 35 Personen gab es 8, die auch Taubblinde beraten konnten. Und jetzt ab 2023 wird es von den 35 Personen nur noch 18 Personen geben, die das können, also in DGS beraten, und nur noch 4, die Taubblinde beraten können. Und dabei handelt es sich aber nicht um Vollzeitäquivalente, also um volle Stellen, sondern zum Teil sind das halbe Stellen, 12 Stunden, 3 Stunden. Das gesamte Antragsverfahren, die gesamte Verwaltung, auch die Evaluation ist nicht barrierefrei. Also es läuft ja alles über ein Portal von der GESOB und da gibt es keine gebärdensprachlichen Übersetzungen. Und ich sage jetzt mal, das Antragsverfahren als auch so die Verwaltung ist durchaus kompliziert und deswegen auch für gut ausgebildete Gehörlose nicht barrierefrei, also die schriftsprachlich gut sind. Dann, was die Evaluation angeht, da gab es einen Fragebogen, der wurde zwar übersetzt, aber mehr oder weniger in LBG, der war für Gehörlose, also für taube oder taubblinde Menschen nicht ausfüllbar. Und deswegen fehlt im Grunde genommen auch diese Gruppe in der Evaluation. Und wir haben mit Frau Professor Degner darüber auch gesprochen, die ja die Mutter der UN-BRK
Und sie meinte, es würde sich also bei diesen Schwierigkeiten überhaupt einen Zugang zu finden zu Beratungsstellen, zu Antragsverfahren und so weiter, um eine mittelbare Diskriminierung handeln. Also das ist der juristische Ausdruck dafür. Die rund 500 EUTB-Stellen in Deutschland werden von der GSUB organisiert, der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung, als zentraler Fachstelle für Teilhabeberatung. Wir haben dort für ein Interview angefragt, doch man hat uns auf das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales verwiesen. Daraufhin haben wir dort um ein Interview gebeten. Man hat uns als Antwort eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Wer also Beratungsbedarf hat, soll eine Beratungsstelle mit hörenden Beraterinnen und Beratern aufsuchen. Die erforderliche Dolmetschleistung wird bezahlt, so die Antwort. Uwe Schönfeld leitet die EUTB-Beratungsstelle in Potsdam. Das Konzept Eine für alle beinhaltet eigentlich, dass jede EUTB ein absolut barrierefreies Angebot anbietet. Ich glaube, es ist beim Bundesministerium noch nicht ganz angekommen, dass behinderte Menschen dabei in völlig unterschiedlichen Situationen sind. Besonders Menschen mit Sinneseinschränkungen finden darin überhaupt keine Berücksichtigung. Gehörlose oder blinde Menschen haben ganz spezielle Anforderungen, speziellen Beratungs- und Kommunikationsbedarf. Das geht dabei unter. Das Konstrukt Eine für alle sehe ich da überhaupt nicht. Normalerweise kann jeder Ratsuchende ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Wie soll das bei gehörlosen Personen funktionieren? Ohne Dolmetscher. Also muss der Termin vertagt werden. Oder die geplante Videoberatung. Wie soll da die Kommunikation funktionieren? Wieder sind gehörlose Menschen außen vor. Das geht überhaupt nicht. Das Bundesministerium muss Menschen mit Sinneseinschränkungen gesondert betrachten und in anderer Form unterstützen. Was bedeutet denn für dich der Begriff Peer? Also, für mich ist ein Peer nicht einfach eine Person mit einem bestimmten Erfahrungshintergrund. Dann könnte ja der Bund willkürlich Leute einfach in einer einwöchigen Weiterbildung zum Thema Gehörlosigkeit schulen und damit hätten sie dann die entsprechende Erfahrung in diesem Bereich. Doch damit wären sie absolut nicht in der Lage zu beraten. Sie wären unfähig, die Situation und Kommunikation zu bewerkstelligen. Ein Peer ist für mich jemand, der selbst Betroffener ist, die gleichen Kompetenzen hat und unmittelbaren Zugang zum Klienten. Eine andere Definition kenne ich nicht und könnte ich auch nicht akzeptieren. Das geht so nicht, auch nicht in Zukunft. Ja, widerspricht all dem, was wir bisher im Bereich Inklusion unter Inklusion verstanden haben. Es widerspricht meiner Meinung nach auch der UN-Behindertenrechtskonvention. Jeder weiß, wie schwierig es heute ist, einen Gebärdensprachdolmetscher zu bekommen. Also da muss man erst einen Antrag stellen, da muss man einen Termin bekommen, da muss die Beratungsstelle ja auch können. Und wenn man arbeitet, muss man selber das auch noch einrichten können. Man macht es einfach unnötig schwierig. Ich kann nicht verstehen, warum man nicht einfach die erfahrenen Berater, mit denen man ja auch gute Erfahrungen gemacht hat, weiter beibehält. Es kann sein, dass die Richtlinien da widersprechen. Aber wenn das so ist, dann sollte man die Richtlinien ändern und nicht das System. Der Deutsche Gehörlosenbund hat in seiner Stellungnahme an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefordert, dass im Zuge des Widerspruchsverfahrens die Ablehnungsbescheide zurückgenommen werden und die EUTB-Einrichtungen für gehörlose Menschen weiterhin bestehen bleiben.
Anfang des Jahres 2023 werden wir von Sehen statt Hören wissen, welche EUTB-Beratungsstellen für taube und taubblinde Menschen weiter bestehen dürfen. Wir bleiben am Ball. Tschüss, bis zum nächsten Mal.